So, guten Mittag. Sind froh, heute Mittag heute zusammen zu stehen mit Dr. Alain Schmidt, der bei uns an dem Minister als Koordinator national ganz viel mitgeholfen hat, die letzte Woche als den Gesundheitssektor zu reorganisieren und so aufzustellen, dass wir gut durch die Krise kommen. Der 16. März, mit dem Konfinement, hat immens vieles am Land geändert. Für uns alle Guten. Das Leben als ernst gehen, an als Gewunnechten, an als Erbecht, an allem am Anfang geholfen. Mit das auch am Gesundheitssektor ganz ernst gehen. Wir haben Strukturen en place, die man so nicht kann tun. Aber einmal war es nicht mehr normal, einfach bei den Doktor zu gehen, wenn ich wollte, mit den Mot d'ordre, wo just nach das, was urgent ist, die Grafka sollte geguckt gehen, das für in ganz kurzer Zeit zu reagieren auf ein Virus, den man so nicht kann tun. Und das für uns Brett zu machen, justement mit unserem ganzen Environnement, was wir bis dahin erkannt haben am Gesundheitswesen, wir können dem Virus fastzugehen, wenn ihr könnt. Das ist auch darum gegangen, die Verbreitung vom Virus anzudämmen. Die Idee war, no Motto bleibt daheim, auch zu evitieren, dass wir uns allzu viel bewegen, dass wir wirklich Schuss nach rausgehen, wenn es unbedingt muss sein. Und an dem Sinn sind noch die Aktivitäten am Gesundheitssektor wirklich aufgefahren gehen. Für allem aber sind Kapazitäten abgesagt an die Spitäler, dass sie Brett gemerkt gehen, die Stationen angerichtet gehen, für Covid-Patienten können zu behandeln. Es sind Leute liberiert gehen, die nicht mehr an den Services geschafft haben, wo sie für Druck geschafft haben, die da an den Ansatz kommen sind, wo meist drauf angestellt haben, wirklich überfallen zu gehen. Überfallen zu gehen mit einer Welle und Covid-Patienten. Dank dieser Mesuren ist das Bild heute geändert. Wir haben eine normale Situation an unseren Spitälern, relativ normal. Es sieht alles nach nur Covid aus, wir haben sehr wenig Patienten zu diesem Zeitpunkt. Das weist uns, dass die Mesuren, die wir geholt haben, wirklich gegriffen haben. Aber wir sehen auch, dass den unermittellichen Ersatz, einerseits von den Doktoren, auch vom Pflegepersonal, aber auch von ganz vielen anderen Leuten, die am Ersatz waren, für das ganze Strukturen umzubauen, sind Früchte gedroht hat. Das ist aber auch so, dass in so einer Situation nicht auf Dauer kann halten. Das war eine Mesure d'urgence. Ich habe schon oft am Bild ausgedrückt, wir haben Handbremse gezogen. Wir haben Handbremse gezogen, für schnell keine Brett zu sein, für schnell können ähnlich zu reagieren, als ähnlich zu organisieren. Das Ganze hat natürlich auch einen Preis. Das ist von Anfang an bewusst gewesen, dass es nicht möglich ist, auf Dauer Gesundheitsservice aufzuschrauben. Leute brauchen hier Pflege, sie müssen können, chronische Patienten müssen können behandelt gehen, Präventionsmedizin muss können anlaufen. Und an dem Sinn, als der Moment, wo wir bereit sind, auch noch ganz viele Gespräche mit den Leuten vom Terrain, für eine nächste Phase überzugehen, wo wir parallel zu einer Präparation, die immer noch fährt, en place setzen, weil der Coronavirus erst noch nicht lernt, das heißt parallel zu einer Präparation, die wir stehen haben, wo wir zu allen Momenten doch nicht können uns Kapazitäten abführen für Covid-Patienten noch an einer höheren Unzahl zu versorgen, werden wir es möglich machen, lösen die normalen Aktivitäten anlaufen zu lassen. Ich gebe schon daran erinnern, an unserem Umfeld, was geändert hat, weil das meiste wird bestehen bleiben, die Kleinänderungen par rapport zu den extra Covid-Mesuren, die en place sind. Das heißt, wir werden auch noch weiterhin Centre de Soins Avancés gesehen zu Lützeburg, die bereit sind, für Covid-Patienten entgegenzuholen. Wir werden noch weiterhin und hoffen noch sogar in Zukunft verstärkt können, auf unseren UT von Telekonsultationen zurückgreifen, denen sich von der Zeit auch aus, gerade an dieser Covid-Zeit gewiesen wird, wie utile kann sein. Wir haben zu diesem Zeitpunkt Urgence dentaire laufen, da kommt schon ein darauf zurück, die werden auch bestehen bleiben, bitte vor einer Zeit. Wir haben Permanenzen mit Lindegarden an unseren Alters- und Pflegeheimen, die ganz wichtig sind und die wir auch noch müssen beibehalten über die nächsten Wochen. Jedenfalls so lange, bis wir dieses Virus wirklich richtig am Griff haben. Wir gehen besser ins Haut, oder mehr am Griff haben wir noch nicht. Da bleiben noch weiterhin an unsere Spitäler, sogenannten Covid-Filiären, das heißt die ganze Separation, die wir en place gesetzt haben, an die Spitäler für wirklich proper getrennte Flüge zu haben, zwischen Covid-Patienten und anderen Patienten, die werden aufrechterhalten gehen. Was bedeutet das, dass eine Reprise von der medizinischen Aktivität ist? Das bedeutet, dass sämtliche Doktoren, alle Guten, sowohl die liberal schaffen, wie auch die angestellt sind oder die an der Sportmedizin, der Schulmedizin oder der Arbeitsmedizin aktiv sind, können zurückfahren an ihre normalen Aktivitäten. Das betrifft auch Zahndoktoren, es betrifft Veterinären,
es betrifft Psychotherapeuten, und daneben auch all die Gesundheitsberufe, die in das Kadergesetz von 1992 fallen. Ich zähle die einmal auf, weil also Kommuniqué Deels missverständlich war op dem Punkt wir hatten dat just der Titel d'Exemple opgezählt medizinisch betonen dat all die Gesundheitsbesucher, die an dat Kadergesetz fallen an dat sind Infirmieren, dat sind Massokinesitherapeuten, et sind Podologen, sind Edukateuren an der Psychomotricität, sind Ergophonisten, Osteopathen, sind Diäteticiens, Ergotherapeuten an sind Tierwammen. Das uns auch klar, muss ich auch alle gute klar sind, dass nicht von Haut auf Morgen alles wird nicht beim Alle sind. Der Virus bleibt ein Bestandteil von unserem Leben, wir müssen da mal da leben, und noch am Gesundheitswesen wird dann auch immer Zeichen gesehen von der Präsenz von diesen externen Infrastrukturen, die am Platz sind. Dafür ist auch die Reprise von den Aktivitäten nur ganz speziell Oplehre gebunden. Das sind über eine Ordonnance vom Direktor von der Santé, Dr. Schmidt, festgesetzt gehen, eine Ordonnance vom 21. April, die auch schon verteilt gehen, über die Einzelgremien, die sie da weitergehen bis auf den Terrain. Und dafür wird doch den Alter am Gesundheitswesen nicht ausgesehen wie vor der Corona-Krise. Hygienesmesuren werden en Platz sein. Das wird merken am Accueil, wenn der bei den Doktor kommt. Die werdet merken durch die Art und Weise, wie die Doktoren angedosen sind, Distanzmesuren werden en Platz sein und so weiter. Ganz konkret als den ersten Gest nach immer den für seinen Doktor anzurufen. Die Telekonsultation, den Telefon holen, erster wie an zwei Schicken und schon längst halt der Ton setzen. Den Doktor ist den am besten platziert ist, für seinen Patienten zu erklären, wohin er am besten abgehoben ist. Ob einen Hausbesuch wird machen, ob eine Praxis soll kommen oder ob die Telekonsultation kann geregelt gehen oder aber ob es eine Urgenz ist zum Beispiel. Wenn wir dann an der Praxis sind, dann gelten verschiedene Regeln, und die vielleicht selbstverständlich sind, pünktlich sind, sollen evitieren, lange an einer Salle d'attente zu sein, sollen möchtlich doch allein an Zahl der Ton kommen, außer das indispensabel und dass eine Person, die auf eine Begleitung angewiesen ist, das ist selbstverständlich auch möglich. Da wird am Accueil Niveau von der Praxis einen ersten Check gemacht gehen, ob irgendetwas darauf hindeutet, dass der Patient eventuell kein Covid hat. In dem Moment gibt es schon direkt am Accueil rausgefiltert gehen und auf einen anderen Platz dirigiert gehen. Zum Beispiel an eine CSA, an ein Centre de Soins Avancés oder an eine Urgenz gegebenenfalls. Wer doch direkt eng Mask kreen van den an Praxis racken, ist schon im Niveau vom Accueil wird eng Mask ausgedeelt gin. Da wird doch ein Ekran de Protektion muss installiert sein zwischen dem Patienten und dem Personal. Und soll auch privilegiert mit der Karte bancaire bezahlt gehen und nicht mit Geld. Des Weiteren ist die Handhygiene extrem wichtig an diesen Zeiten. Insofern muss auch gesichert sein, wird wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass jeder für den Zugang auf eine Toilette hat, wo sich Hände waschen und desinfizieren. Ich werde auch ein bisschen ähnlich, dass halt der Ton sind, wird keine Zeitungen an Bibeln leihen, weil wir das ja gerne mehr regelmäßig desinfiziert hätten. Auch das sind Hygienesmesuren, die en Platz werden gesagt gehen, dass wirklich regelmäßig geputzt wird, dann desinfiziert wird und noch eine Möglichkeit gelüftet wird. Was ändert noch? Es ändert sich, dass ab der nächsten Woche die Filière an des Centre de Soins Avancés für Nicht-Covid-Patienten aufgeschärft gehen. Dadurch, dass die normale Aktivität nicht wird laufen, also so, dass ab dem 4. Mai das Filière aufgeschärft wird gehen. Sie kann zu allem Moment zu einem späteren Zeitpunkt, falls das so nötig sind, ganz schnell abgeführt gehen. Wir haben gesehen, aufgrund von der Zahl und Leute, die darüber zurückgegriffen haben, dass der Moment nicht mehr wirklich notwendig ist und das auch nicht ganz kohärent, wenn ihr seht, dass die normalen Aktivitäten nicht laufen, sodass die CSA an die nächste Woche jedenfalls werden 4 behalten bleiben für Patienten, die Symptome haben von Covid auch noch wirklich so ausgerichtet sind, dass das dann da wirklich gut können en charge geholt gehen. Dauerzeit wird noch angepasst gehen. Das auch aufgrund von den Zulaufzahlen, die wir gesehen haben, das können wir nicht allegieren. Das haut nach bei von morgens 8 bis abends 8, die werden in Zukunft da von morgens 10 bis abends 6 nach absehen. Das ist natürlich immer im Kontext von anderen Strukturen, die ja auch bereit sind, notamment am Niveau von den Urgenzen für Patienten abzuholen, falls es muss sein. A terme wird noch Mission medikal nicht abgehen. Das wird zwar primär außerhalb von den Horären von den Hausdoktoren können entgegenzuholen. Dazu wird Dr. Schmidt mehr Detailer gehen.
An wär an enger eischter Phase Lin vun den Urgenzmediko-dentaire nach oprecht erhalen gehen, kit dass die auch loserlos Rufgefuhr gehen an enger eischter Phase werden die nach bestuhe bleiben. Doniert werden Patienten noch können an die Urgenz dentaire vom CHL gehen, so wie dat 400 Krise Fall war. Ganz konkret für als Zahndoktorin etwa haut am Gespräch mir sind als bewusst, dass ganz viele Material lo muss an den Ersatz kommen an dieser eischter Phase werdet hin möglich sind nur der Tisch den Donnerstag. Ihre Bescheinst du an der Zeit. Nur also zwischen eng an 6 Uhr können Sie an der Halle Victor Hugo Material aufholen, da das Haut so man da ist aufgeschwert gehen, das Disposition, so dass Schifried sich Stück kaputt machen, das gerade am Beruf vom Zahndoktor natürlich immens wichtig, wirklich dementsprechend Equipmente zu holen. Und dann gebe ich auch nach Fleisch ein kurz auf Spideler angehen. Auch an den Spideler sollte wir an eine Normalität aufhängen. Sie werden abgestellt bleiben mit den 2 separaten Filieren. Ich hatte es für schon gesagt, ich brauche keine Angst, zu an den Spidol zu gehen. Das ist alles ganz klar getrennt. Konnte ich mich auch selber davon überzeugen, ob eine ganze Reihe Visiten, die ich hatte über die letzten Wochen. Das werde so bleiben. Allerdings werden die als Passen, die noch reserviert wären für Covid-Patienten, löser aufgeschraubt gehen, sodass die Aktivitäten in der Geometrie variabel können im löser trägern eine Normalität auch fannen an die Spideler. Das ganz immer nach mit der Idee am Hand gehabt, dass wenn ein Zweitfall könnt, dass sie ganz schnell präpariert, dass für nächstes löser einer Palien oder nicht löser auch ganz schnell, wann muss sie Palien aktivieren, für dann an dem Modus zurückzukommen, wie ihn während der Krise gegolt wird oder nach immer in der ersten Phase von der Krise gegolt wird. Voilà, das war von meiner Seite. Ich gebe der ganze Belegschaft, an dem ganzen Personal, an all den Leuten, die an diesem Sektor aktiv sind, eine ganz, ganz große Merci so für hier zusammenarbeitet. Wir haben uns alle gut zusammen viel Gedanken gemacht, wie der Tote kein hinkriegen. Also sind haut so versichtlich, dass der doch gut wird, über die Bühne gehen. Ich gebe dem Dr. Schmidt, weil ich hier aus der Seite vom Mediziner das nachzubelichten. Ja, merci, Madame Minister. Vielleicht ergänzend zu dem, was der Lo hören hat. Kann ich sagen, dass das Gesundheitssystem hier am Land effektiv an den letzten Wochen komplett umgekrempelt gouf. Das war nötig. Der Virus war massiv NRW und dass du drin gegangen an einer ersten Phase für die Evolution dort zu stoppen, an der Sache herzugehen. Das ist gelungen über die letzte Woche mit den Mesuren, die die Regierung geholt hat, an die wir alle zusammen noch gedrohen haben, für dass es zu dem Resultat kommt. Du stellst dich aber froh und ich meine, dass dafür auch von Haut die Kommunikation nicht stattfindet, dass der Fazit den aber ist, dass die Leute tatsächlich Angst kriegen, für beim Doktor zu gehen, trotz Abruf, dass das aber immer noch möglich war. Man hat ja eine ganz Struktur aufgestellt, und am Ende hat das ja Logist gesagt, von dem Hospitalier goufen eine ganz Reihe Gardelinien, die angefordert goufen, speziell aber auch außerhalb vom Spidol goufen eine Reihe Gardelinien angefordert, die zum Teil auch bis heute noch weiter Werte bestehen bleiben, für eine optimale Versorgung zu garantieren. Trotzdem ist aufgefallen, dass die Leute wirklich Bedenken haben. Da muss ich aber ganz klar sagen, dass die Bedenken aus heutiger Sicht nicht berechtigt sind. Es kann nicht sein, dass, wenn man heute nach 130 Leuten ungefähr am Spidol hospitalisiert oder am Spidol hospitalisiert tun, den gegenüber denen zigtausenden Patienten, die heute nicht versorgt gehen, das nicht mehr an der Relation. Dafür haben wir alles gemacht. Ich meine, dass auch das, was heute von Mesuren angekündigt ging, ganz kohärent ist und auch sicherstellt, dass der Besuch beim Doktor, ob es an der Praxis ist, beim Zahndoktor oder am Spidol, so sicher ist, wie es nicht mehr kann, sicher gemacht gehen. Alle Mesuren werden so umgesetzt gehen, dass das Vertrauen noch da stattfindet. Und auch für alle Einzelnen, die vielleicht sehen, ja, ich habe aber das Krankheit, und ich muss die Medikamente holen, und ich bin aber so alt, an sich persönlich vorgestellt, wie es dann für seine persönliche Situation steht. Die Fragen sind durchaus berechtigt, können aber ganz einfach heute eben beim Doktor über die Telekonsultation geklärt gehen. Das ist das System, das auch mit dieser Krise angefordert wird, an den die Leute auch dann erlebt,
über DW schon mal eng Reisachen aufzuklären und dann, wann es dann nicht ist, dann ever eng Visit beim Doktor an der Praxis oder eben an der Poliklinik oder wo auch immer, zusätzlich medizinisch Soin dann könnten gemerkt gehen, auch an der niedriger Sicherheit können durchgeführt gehen. Und, ich meine, dass den echten Kontakt ganz sicher ein Novum ist, wo wir alle nach müssen ein bisschen als den auffangen, aber so ist es nun mal, wir müssen lernen, mit dem Virus leben, weil wir werden nach Wochen am Moment da haben, das ist nicht ernst möglich. So gehen es vielleicht Veränderungen von unseren Gewohnheiten, aber die sind aber minimal zu dem Enjeu insgesamt. Wenn ihr also mit den Doktoren Kontakt abhält, über Telefon kann ich eine ganze Reihe Sachen erklären. Aber für den Rest bleibt es, dass der Besuch an der Praxis aufgesichert ist, und auch an den Polikliniken oder so am Spital. Ich meine, das ist wichtig, dass Fragen von den Leuten können so geklärt gehen. Und es bleibt auch, dass die verschiedenen Mesuren, auch die speziellen Approchen, die an den Spitälern gewählt wurden, nach wie vor Bestand haben. Jetzt ja, die Equipe von Doktoren am Spital haben sich ja neu sortiert seit ein paar Wochen. Und das am Sinn von den speziellen Covid-Patienten, aber selbstverständlich bleibt eine gesamte Prise en charge von all den anderen Krankheiten, die am Spital müssen behandelt gehen, auch bestehen. Außerhalb vom Spital bleibt es bei den Journalisten, dass ein Teil von ihnen immer nach die CSA weiter wird beschäftigt sind, auch wenn es von den Leuten effektiv, die da passieren, raufgeht, so ist es zumindest am Moment verfreit, für die Aktivität da zu stoppen. Am Niveau von den Garden, die sonst von der Medizin General überholt werden, werden wir ab mit Mai an den alle Systemen draufhalten, sodass dann die Hausdoktoren over an den Weekend natürlich ihren Dienst machen, wie sie das immer gemacht haben. Mit den Tag über bleibt ja dann den Achse zu dem normalen Hausdoktor, den die Leute dann hoffentlich schon. Und was die Maison de Soins anbelangt, ist natürlich effektiv eine besondere Herausforderung, weil dat nun wirklich all Personen vulnerable sind. Und auch da haben wir sichergestellt, dass die Hausdoktoren eben Achse an auch die nötige Präsenz da haben, für das Suivi von den Leuten zu assurieren, sodass auch da große Sicherheiten da sind. Ebenso was die Equipmente anbelangt, sind auch die Altersheimer genug equipiert, dass das mit Sicherheit funktionieren kann. Voilà, ich denke, dass das von meiner Seite doch nach kleinen Präzisionen wären. Wichtig ist, dass der Message ist, dass die nötigen Sicherheitsmaßnahmen für Prise en charge von all den Leuten en route sind und dass das auch absolut notwendig ist, dass ein Patient den Symptome hat, den irgendwer bespielt, nicht sagt, für dann auch die nötigen Marschen zu machen. Es kann nicht sein, dass man es ganz gut alle Patienten kümmern, die Covid haben oder hätten, und all die anderen bleiben außer vier, da das sicher du gibt keine Proportionalität dazu. Wir wollen uns alle Patienten kümmern und dafür sind wir da. Voilà, dann ist es mir herauszuholen, Herr Schmidt und Madame Lehnert, die Schengen so klar zu sehen, dass man bis nicht nur als Sänger mit 2 Redaktionen frohe Rakrit tun. Ich fange dann nun mit den nächsten 3 Fragen, die erst von RTL kommen. Die erste Frage, die richtig und Madame Lehnert. Stimmt es, dass die Doktoren für Erbecht an der Lindegard unter dem 16. März bis heute noch nicht bezahlt kaufen, also teilweise für reelle finanzielle Schwierigkeiten stehen? Du hört mich auch dépourvu, sind davon ausgegangen, dass die Leute bezahlt sind, dass jedenfalls dezidiert, dann sie Werte bezahlt gehen, falls du administrative Retarde sind, da wird das jedenfalls rückwirkend ausbezahlt gehen, dafür stehe ich. D'accord.
Die zweite Frage auch von RTL, als die heute gëlle Rendezvous nach der Führung der Pandemie geholt goufen an Zeit vom Dekonfinement fallen oder as het wie bei den Händruck den just Urgenzen? Also ich mengen das eng komplex froh, mat der meist intensiv beschäftigt tun. An das Klo schmengen sinn Leute, die vielleicht Rendezvousen hätten, wo die einzelnen Doktoren noch können gucken, wiefern wirklich die Rendezvous noch müssten reaktiviert gehen, prioritär anderer, die lo vielleicht neu, also Patienten, die recht neu gesundheitliche Probleme haben, muss auch die jeweilige Doktor gucken, wie de Loas, wie dat urgencemäßig anzustufen ist, je nachdem dann auch Zeit nur den einzelnen Patienten ein Rendezvous zu gehen. Mit das tägliche Arbeit von allen Doktor wetten muss man, das lo vielleicht ein bisschen eng spezielle Situation, an der man Haut leben, wie dass man vielleicht einen Stau haben, wo viele Leute, die bis kirchlichen Aktien mit zum Doktor von tun, an das vielleicht ein bisschen speziellen Challenge, die man es muss stellen. Aber von der Demarche, also sich nicht ernst ist, das Partie integrant vom Beruf für zu evaluieren, wie dringend ein Patient muss gesehen. D'accord, eng froh, die du nach tun enkt, dass die heiten wat das dem Moment Konsin und Doktore wat testen no geht. Vom 19. Mai soll jo flächendeckend getest gin. Mei wie as dem Moment gëllen du nach immer Restriktionen, das fir op bei Symptome soll getest gin oder können Doktoren do selber desideieren. Also im Moment das nach die generelle Konsigne die gilt, dat hicht den normalen Testing hier am Land, dass den die reaktiven, dat hicht eng Person, die Symptome hat, die op COVID deuten, die kriegt vom Doktor oder an kann getest gehen. Die Schweiz lo eng Reihe Projekten und wo die Leute werden aktiv kontaktiert gehen für Mat zu machen, also die Clustertesten, die man am Laufen hun oder auch die Flächendecken testen an der Maison de Soins, das sind Projekte, wo wirklich Leute durchkommen gött. Das net so, dass sich Assistent irgendwo Kind melden über die Lastege eben den Appell zum Beispiel und Primäner, die sie kontaktiert gehen, die sollen hinwenden für Mat zu machen, für froh zu beantworten, ganz klar als normal Teststrategie, die allgemein gilt, als nach immer die vom symptomatischen Patienten COVID-Symptome hat, an dem auch dann via eng Ordonnance getestet wird. Die nächste Frage kommen dann trotzdem vor mir ran. Die nächste Frage kommt von der Redaktion vom Letzboer Journal. Da wird gefragt, geht es bei der Veterinärmedizin auch ab dem 4. Mai ein Retour à la normale? Ja. Voilà. Die nächste Frage, die 2 Fragen, die kommen von dem Radio 100,7. Die ich froh, wenn sich um Madame Lehnert. Madame Lehnert, aus welchem Grund gilt die Möglichkeit für mir, das mittlere Material an Victor Hugo Hall aufzunehmen, nicht mehr für Zahndoktor? Das ist das Resultat von Gesprächen, die gelaufen sind, weil es justement beim Zahndoktorberuf besonders exposiert, den Aerosole, weil es direkt im Mund vom Patienten schafft. Ich kann nicht mehr dazu sagen, das ist aber das Resultat von den Gesprächen, die wir über das Woche gefeiert haben mit den einzelnen Berufsstellen. Ich weiß nicht, ob dir da etwas mehr weißt. Ich meine, Zahndoktoren sind effektiv ein spezielles Risiko ausgesetzt, durch das eben während der Praxis von der Zahnmedizin die Partikeln wirklich so vaporisiert gehen, dadurch also nötig für das sicher Zahnmedizin kann machen, dass ihn do besonders Material auch hat. Das Material kriegt ihn aber Haut nicht einfach so, kann ihn sich nicht besorgen. Du hast durch die Stadt 4 gelegt, das kann so gut, dass eben Zahnmedizin noch kann aufhängen. Sonst wäre das gar nicht möglich. Die zweite Frage vom Radio 100,7 richtig und Herr Schmidt. Wie lange wird es voraussichtlich dauern, bis der Operationsplan an den Kliniken Stand wie führend der Corona-Krise wird sein? Also wir werden nur in einer echter Phase vorsichtig an alle Spitäler vorgehen, für also rund zu testen, was möglich ist von der Aktivität. Ich meine, das muss man selber ein bisschen
gucken, was da machbar ist. Klar ist, dass man nicht ganz schnell auf einer Aktivität können sehen, wie es vor der Krise war. Wer doch bleibt, ich meine, dass die Vorsichtsmaßnahmen, die lo sind, so lang wie wir keinen Impfstoff oder ein effikazes Medikament gegen den Virus haben, bleibt es bei den Hygienemesuren, die wir lo allgemein rekommandieren, an die machen einerseits zwar sind gewissen Hemmnisse an unserem täglichen Leben oder wie man Gewinnfähren zu schaffen, auf die andere Manier stellen sie aber Sicherheit durch, die wir alle brauchen, für können normal zu funktionieren und zu leben. Und dafür, solange wir das Problem vom Virus nicht fundamental gelöst haben, wird man nicht an einen komplett normalen Modus für Funktionament an den Spitälern, wie wir sie heute kennen, rübergehen können. Vielleicht noch beifügen, dass die Organisation selber von den Spitälern natürlich an der Responsabilität vom einzelnen Spital aus dem Reglement Grand Ducal das Prinzip festgehalten, dass die Aktivität kann abgefahren gehen, ändert denen Oplären, die festgesetzt gehen, aber wie wird abprogrammiert wird, das letztendlich Spital selber, das mit seiner Belegschaft zusammen zu gucken und auch für den Patienten wirklich Nein, den Opruf, dass sein Doktor, sein Médecin traitant, den am besten placiert, also auch für das mit Team zu klären, was aussteht. Die nächsten Fragen, die kommen vom Tageblatt, dann die richten sich Madame Lehnert. Wie ist die Preisentwicklung bei den Corona-Testen? Ist das gemeint Mord oder? Ich gebe mal an, dass das gemeint ist Mord, so wie die Preise im Moment sind. Schon Preise nicht auswendig am Kap, aber ich kann nicht sagen, dass man einen Reihe Tester kaufen und die viel mit teuer gesehen und das wie man am ganzen medizinischen Material, das ist ganz ungespannten Mord und da tut sie justement auch die Produkte, die rar sind, da sind viele Fluktuationen, aber ich kann nicht aber nicht genau eine Mordanalyse liefern, live. Die können also nicht so wie die Preise ungefähr, wo die Leute für ihn so Test. Nee. Ich weiß, wie viel die Tester Lokalstunden auswendig die mal gekauft hatte für die große Projekt, den über den LIH soll laufen. Das war 4,7 Millionen für 500.000 Tester. Ich mich richtig erinnere von gestern. Aber mehr detailliert weiß ich nicht. Ja. Die zweite Frage vom Tageblatt, dass die heute für die Erfahrung mit dem neuen CT, die speziell für Scanner, ob den Covid-19 genutzt wird. Ich kann nicht just von den Interviewen, die ich hatte, von den Visiten an den Spitäler sagen, dass die Leute sur Platz ganz zufrieden da sind. Anscheinend sind die wirklich ganz performant. Ich habe noch mehrfach gesagt, dass die wirklich auch Leben gerettet haben, weil sie bei ganz schnell Erderweis ohne viel Strahlung wirklich ein ganz gutes Bild geben, wo gerade den das ist nicht der Virus, den ihn erkennt, aber das wird mit der Lunge mischt, eben ganz klar Bild erkennt. Und da fuhren bald an alle Spitäler unisono wirklich aus, so dass das ein ganz gutes Sache war, diesen Apparat so schnell zur Verfügung zu haben. Die nächste Frage kommt vom Le Quotidien und Gesundheitsminister Madame Lehnert. Wie ist es zu erklären, dass der MMD den öffentlichen Druck machen für das Resultat zu kriegen, wo den Dr. Schmidt, Präsident von der AMMD, als Koordinateur national angesagt wurde? Ich meine nicht, dass der MMD öffentlich Druck gemacht hat, sie hat hier Positionen öffentlich gemacht, weil es zu einer gesunden Debatte beiträgt. Und zweitens, ich meine, kann Dr. Schmidt wahrscheinlich bestätigen, dass eine klare Trennung von den Funktionen der MMD hat uns eine Person proposiert als Koordinateur national bei uns am Haus an der Person von Dr. Schmidt, wie so wie ich das verstanden. Ich meine, kann hier selber erläutern, dass du eine klare Trennung während der Zeit, die gilt bei ihnen. Ja, ich kann das bestätigen. Also ich meine schon mein Amt ruhig gelos an mich nicht an den täglichen Geschäften von der MMD angemischt. Es sind die Aufgaben nur gegangen, für die ich am Ministerium bin, und das ausschließlich. Die nächste Frage, auch vom Le Quotidien, gehen die Chiffren, wie viele Telekonsultationen gemäht werden, respektive wie viele Doktoren den Outil benutzen? Ja, die Chiffre, die kann ich auch live nicht liefern. Ist schon in Aufruhr bei uns, da kann ich sie nur gucken. Also sie sind nicht geheim mehr. Aus dem Stich nicht. D'accord. Die riechen wir da noch.
Anderei. Könnt ihr nach Detailer zu der Maison Medicale gehen, wie ich in die wie gesagt, da aus? Also wat am moment ugedcht dass den Mod de Funktionament wie Marlo hat iwwer 24 Stunden denkcht an der zweiter Linde Gard bei den Hausdoktoren, dass dat mit mé auslieft an dass do ging an den Funktionament wie 400 Kris war, iwwer Maison Medikal de Relais do iwwerhoelen, mecht ihr sinn wieke dat lo der siwer de Praxe vun den Hausdoktoren normal solle funktionieren, oder jedenfalls méi normal an duschen de Beswer den der iwwer net méi iwwer den Gard muss gedeckt gin. War kon der Owes oder de Weekend bleibt oder de Weekend bleibt et natilech Beswer den bestor bleifft, an do ging man dat dann iwwer den alle System aféieren. Eng weiter froh vom Journal du gëtt gefrot wat Masken an Material ubelangt, wie gëtt heute Ravitaillement vun den Doktorspraxisen garantiiert. Ich gebe vielleicht kurz darauf verweisen, dass wir am Gange sind als ganzen Logistikservice, den wir abgebaut haben, mit denen Aktiv, die wir gemacht haben, am Kontext von der Krise am Gange sind zu evaluieren. Wir sind durch am Kontakt mit den einzelnen Akteuren, die von uns beliefert sind, für klarzustellen, am Laufe dieser Woche, wie die aktuellen Besoin sind, wie ihr Material noch immer kritisch ist. Ja, wo für das mal Service können überdenken, wir haben den Service wirklich aus der Not durch mit ganz vielen Leuten, die sich freiwillig gemeldet haben, für eine Hand mit unzupacken, abgebaut. Und das lo den Zeitpunkt, weil wie gesagt, es ist schon eine Reihe Wochen am Gangen und sind danach ganz grob für uns, müssen da wirklich eine Evaluation machen, für genau zu gucken, was das also Stock, was sind Besoin, was möchte Sinn, wo muss man noch weiter intervenieren. Als ist das, ich weiß, dass das ein bisschen für UNRWA gescheite Kurier rausgeschrieben, für alle Doktoren zu fragen, ob sie nach einem Besoin haben. Das will aber nicht heißen, dass man Chemie beliefern. Das heißt, es geht darum, wirklich ein gut Gefühl zu kriegen, wie die Besoin sind, wie wir als Orlo werden aufstellen in Zukunft, für dann die Besoin, wann danach sind, und wann das noch muss gemacht gehen, wie wir das können bewerkstelligen, über die nächsten Wochen, am Ende wahrscheinlich einfach nach. In weiter froh von RTL Radio, da geht es darum, kann eine Person gezwungen gehen, in Quarantäne zu gehen. Eine positiv getestete Person, respektive auch die Leute, die mit dem Infizierten in direktem Kontakt waren. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr explizit dazu, dass es ein Modell, wie man noch zum Anfang von der Krise hat, und das geht über eine Ordonnanz vom Direktor von der Santé. Kann am Kontext von einer Pandemie eben aus Raison de Santé publique so eine Decision holen, und es ist auch verbindlich. Das geschieht auf Basis von unseren Gesetzen von der Santé. Die nächste Frage kommt aus dem Haus Maison Moderne. Combien de CDD d'État ont été sollicités par les professionnels de santé indépendants? Quel coût cela représente-t-il? Die kann ich auch am Livestream nicht genau so entzuhlen. Du hättest auch lieber gewinnen als die Frau rausschreiben, dass man das noch gucken, richtig beantworten. Ich weiß es ungefähr, aber nicht genau genug für zu sagen. Die zweite Frage ist, êtes-vous certaine que la reprise des cours dès lundi prochain est une bonne mesure du point de vue de la sécurité sanitaire? Aber es ist immer nicht sicher am Moment. Das ist eine Situation, wo viele Inkonnue sind, wo immens viele Sachen muss ausbalancieren, was die richtige Decision ist. Ich meine, das kann kein am Moment so. Und ich meine, wir wissen alle gut, dass es nicht gut ist, kann er allzu lange auch von der Schule wegzuhalten. Das Leben muss weitergehen. Wir behaupten, dass es irgendwo Sicherheit hat, wäre ein bisschen prätentiös zu diesen Zeiten. Eine Lastfrage könnte auch aus dem Haus CLT-UFA, du wird gefragt, est-ce que tous les CSA restent ouverts? Il semble qu'il y a très peu de visites à Grevenmacher. Ja, das ist eine Frage, die wir uns am Laufe der Woche gestellt haben, weil die Visite wirklich ganz stark aufgebracht waren. Und justement den Tag, wo wir uns die Frage gestellt haben, ob man nicht wirklich die sollten eventuell so machen. Du sind aber am abgegangen, dass wir beschlossen haben, wir geben all die CSR nach bestehen lassen. Das ist nach viel Fluktuation. Und ich meine, die Situation ist noch nicht so stabilisiert, dass ich wirklich eine Konklusion holen kann, also, dass es den Aufwand nicht mehr wert wäre. Wie gesagt,
Dauerzeit gi bisssen Rofgeschraufelt, das ewer viel Opwand und am moment en ganz reilinde Garden neben op den es her sahen, so dasss die neue Auerzeite wette kommen vun 10 bis 6 Sauer Owes, da is erlichtert an der Organisation. Das war das an dem sehr sehr Manner Aktivität lo war im Moment mit kann ich net wirklich man Sicherheit aufschätzen, ob dat net Evaluum unzieht, so dass bestohe bleibt einstweilen. D'accord, wie dat kegen weiter frohen do sind, merci. Merci. Merci.